Mögen die Leute, wenn man pfeift. Probier's aus. Ja, ich glaube, sie mengen's. Gut, passt. Habe der Grüß euch. Harry. Oh, servus, Alter. Grüezi wohl. Sollen wir mal kurz anstoßen? Hättest du Zeit? Zufällig, ja. Ja, aber warte, ich muss jetzt speichern. Ich bin mit dem Ding immer noch nicht so cool. Ich muss Ich das aber auch noch Spanner nicht. hinterdrehen halten, aufmachen. Oh, ich war gut, Gefühl. Hast du mitgekriegt, im Stream habe ich straight auf die Kamera. Hast du ihn getroffen? Fuck. Ja. Okay. War auch nicht schlecht. War wirklich nicht schlecht. In meinem letzten Leben war ich ein Desperado. Desperado. Ich mache Prost, grad mein schon. Freund. Prost, Freundchen. Oh, was ist das gut? Hey, das probiere ich. Wow. Wir haben das beim letzten Podcast auch schon getrunken. Und da war es sehr gut, aber da haben wir so eine halbe Stunde im Kühlschrank nur gehabt. Oh, ja. Und jetzt ist es halt eiskalt und das macht nochmal so einen Unterschied, vor allem finde ich beim Pale Ale. Aber ich möchte nicht wieder über Pale Ale reden, weil wir haben letztens Also, die habt ihr anderen... dazu will ich erwähnt, dass ihr 2 Pale Ales trinken könnt, aber so 9 Litern eher nicht. Versuch's in einem Satz zu verwenden, Na, was du sagen wolltest. leider gibt es keinen Satz. Okay. Ja, aber ich muss jetzt dazu sagen, ich habe zur Abwechslung, das hole ich noch nach, den letzten Podcast nicht gehört. Hast du nicht? Ah, okay, warum nicht? Deswegen, Was aber dazwischen gekommen? trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass dieser Satz gefallen ist. Es ist genauso passiert, wie du geschätzt. Aber es ist komisch, weil weißt du das? Weil ich das Gespräch selber sehr oft führe. Ja, also beim Aber- Pale Ale ist es so, also ich sage, es ist ein gutes Bier, aber ist halt nichts zum Einsaufen. Oder? Hast du zum Essen dazu? Genau. So, ist auch gutes Ich darf es Bier, als Dessertbier bezeichnen. Ja, entschuldige mich. Ja. Es ist faszinierend, dass wir uns nur miteinander unterhalten können. Ja, das ist schon krass. Ich schau mal, was auf der Ding ist. Ich dachte dabei keine Werbung, Beer With Me Oh ja, droppen, mach ich dann auch gleich. weil der Stefano, der auch sehr selten erwähnt wird. Harry, hast du gewusst, dass Haie ständig schwimmen müssen, weil sie sonst ersticken? Ja, Hast du wirklich gewusst? Warum? weil sonst kein Durchfluss durch die Kiemen stattfindet bei denen. Oh, das ist unendlich lustig, weil drunter steht in Klammern, Fabi korrigiert dich in 3, 2, 1, ist nämlich ein Fake-Fact. Na, tatsächlich ist es umstritten, googelt es. Okay. Ganz kurz, Beer ich with habe me kein muss ich auch Pale machen. Ale. Ich mach ein schnelles Heiß. Was Ich mache soll's einfach denn? immer ein schnelles Hös. Schnelles Heiß. Ähm, Machen wir auf entspannt. Sound ausgehabt. Oh Gott, ist das schlimm. Ah, Prost, Harry. Da ist wieder so ein Meme drauf, das ziemlich stark ist. Es gibt tatsächlich also, nur nochmal zu der Haie-Sache. Also es geht um die Haie, ja. Genau. Es gibt zum Beispiel die Sache, dass du Haie auf den Kopf drehst und du hältst sie auf. Dann fallen sie in eine Art das Paralyse. Das habe ich zum mitgekriegt. Beispiel. Machen ja viel Und, relativ erfolgreich. Die Haie, also es gibt sozusagen einen Ruhemodus, wo sie sich nicht bewegen müssen. Okay, auf Standby. Also müssen nicht beim Schlafen schwimmen oder sowas. Aber es ist nicht ganz geklärt. Ich sag's nicht. Ich finde es halt jetzt ein kleines bisschen wack, dass unsere Zuhörer und Zuschauer jetzt ein richtiger Tierfakt einfach, sage ich mal, verwehrt bleibt. Das ärgert mich. Der Crazy K hat zum Beispiel letztens gesagt, der war da und hat mir dieses wunderbare Tier hier gebracht. Hat gesagt, dass er sich immer am meisten auf die Tierfakten freut. Ah ja, Und jetzt Dann ist er tut's halt mir wieder sehr leid. stinksauer sein. tut mir sehr leid. Das wird ja nicht teufel. Nein, aber auch schon. Ja, uns tut es beide leid für die auf jeden Was Fall. hat er dir denn da Schönes gebracht? Das ist ein Kormoran. Ein sehr guter Fischer. Lieblingsessen meines Wissens sind Sprotten, wenn ich das richtig Sehr mitgekriegt habe. sicher, ja. Oder auf jeden Fall stehen sie weit oben auf der Speisekarte. Und er hat auch schon einen Namen. Ich sage, ich bin mir nicht so fein, um die Wahrheit auszusprechen. Auf den Namen ist der Harry gekommen. Und normalerweise finde ich mir ganz gern selber die Namen, aber der war so perfekt und er heißt wie? Hauke. Also ich muss, wenn man das Gesicht anschaut, das ist so ein Hauke. Er ist wirklich der Hauke. Schau mal, ist der Doppelkinn. Ja. Ja gut, das ist jetzt für die Zuhörer super. Ja, das ist für egal. die Zuschauer wahrscheinlich auch, weil du es nicht erkennst auf die Entfernung. Aber Also für die Zuhörer, wir haben hier einen ausgestopften Kormoran. Den hat eben ein Spezi erworben für mich.
weil ich ausgestopfte Tiere gern mag, solange sie halt eines natürlichen Todes gestorben Genau, also sind. Und Kormoran sind ja, der hat glaube ich, eine ganz schlimme Diabetes gehabt. Ja, Und dann außerdem habe ich die Ringe Zeit, der war schon sehr alt. war er schon, Ja. was, okay. Du, aber der ist ein Schlitzer. Der Uhr ist Der- eingestellt. Ja, vielleicht hat es Wochenrückblick. Das Problem ist, eigentlich habe ich die Leute versprochen, weil die verzehren sich also nach meinen Geschichten. Eigentlich habe ich ihnen gesagt, dass ich einer aus Düsseldorf jetzt sei, weil wir letztens nur eine halbe Stunde Zeit gehabt haben. gerne. Ich kenne ja auch noch nichts. Dann mache ich versuche eine Kurzfassung von Düsseldorf zu erzählen. Ich war vorletzte Woche in Düsseldorf und ich habe keinerlei Ahnung gehabt, dass Düsseldorf auch nur ansatzweise bereisenswerte Stadt ist. Ist auch nicht, außer du gehst zur längsten Theke Europas, Deutschlands, ich weiß nicht mehr. Kann ich da Es ist auf jeden Fall einfach Reeperbahn 2.0. Das ist wirklich besser. Nein, also viel weniger Noten, soweit ich das beurteilen habe können. Also da war, ich habe kein Rotlichtviertel ausmachen können und da habe ich normalerweise wirklich einen 7. Sinn dafür. Aber es ist einfach, es ist so geil, du kommst in das Zentrum rein, in die Altstadt. Unser Hotel, muss ich auch nochmal, ich empfehle nie ein Hotel. Hast du mich schon jemals über ein Hotel reden hören? Na, eigentlich nicht. Das Hotel heißt Ruby's und ist jetzt scheinbar, wäre jetzt gerade so eine Ketten. Ruby's, ich glaube Ruby Luna hat es da geheißen, aber Ruby ist das, was ihr euch merken müsst. Und du kannst da im Foyer Gitarren ausleihen, weil auf jedem Hotelzimmer 2 Verstärker sind, Das ist sodass geil. du da einfach Gitarre spielen kannst. Marshall-Verstärker, oder? Unterschiedliche? Waren Marshall-Verstärker und zwar Gefällt auch mir echt schöne. Also, Ja, gut, also wenn Marshall irgendwas codert, dann auf jeden Fall eine gute Optik. ja, das Also- stimmt, ja, hier haben wir ja schon. Ja, und das ist Beispiel ja nur A. das billigste Billigmodell. Also, Schon, oder? Okay. ja, aber das ist ist ja ja das trotzdem Gute. teuer. Siehst du ihn nicht an. Ey, was kostet einer? Der ist, da möchte ich mich jetzt nicht Okay. festlegen. Aber nur, dass ich weiß, was teuer ist. Meinst du 100 also für Euro die Größe aufwärts? meine ich, also schon 100 Euro aufwärts, ja. Ah, okay. Aber der Fender drunter, weiß auch nicht mehr, was der kostet. Den habe ich von meiner Cousine. Ah ja, ja gut. Dann schreibt es mir in die Comments, weil ihr seht gar nicht, was da steht. Das sind zwei Bevor das alles Verstärker. kostet. Warum war ich in Düsseldorf, fragst du dir jetzt natürlich. Ja, Ich bin ein großer Eishockey-Fan, wie du weißt. Ja. Und ehemaliger Eishockey. wenn meine Heimatmannschaft, der EV Landshut, spielt, dann bin ich unterwegs. Dann ist ganz klar, dann muss ich los, dann hält mir gar nichts mehr. Und dann bin ich mit meinen Spätzl am MJ und die Zitzes und am Otto, die alte Gang einfach. War der AJ am Start? Der AJ war natürlich am Start. Also ja, geht eigentlich, kann man eine Reise ohne den AJ ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen. Ja, nicht. Und sind schön in der Früh geflogen und haben dann auch natürlich mit einer Bockfotzen gestartet, weil es hilft nichts anderes. Ich muss jetzt aber ehrlich sein, ich habe Becher dabei gehabt und wir haben uns 3 Bockfotzen auf 6 Leute aufteilt. Ich wollte jetzt nicht verraten, aber ich habe ein bisschen was mitgekriegt. Ich war ja in der WhatsApp-Gruppe, nur nicht beim Ausflug dabei. Ja. Und habe die Fotos gesehen. Ja, Ja. man muss dazu sagen, dass einer der Teilnehmenden verschlafen hat und das bedeutet, wir haben eigentlich kaum noch Zeit gehabt, die zum Trinken. Ich finde, dass derjenige schon, wie sagt man das, geoutet werden sollte. Oder Der Otto war's. Ja, also ich weiß, dass es war. Achso, der Mal. Otto war's. Ja. Der Otto hat verschlafen. Der Otto. Das Lustige ist, er sagt, er hat einmal in seinem ganzen Leben erst verschlafen und haben gedacht, ist schon recht, Otto. Die anderen haben das bestätigt, dass er nie verschlaft. Also irgendwie muss da was, aber sehr wurscht. Typisch Otto. Ja, es ist so eine Otto-Aktion. Fakt ist, Düsseldorf. Ich habe in meinem ganzen Scheißdrecksleben noch nie so viel gegessen wie in Düsseldorf. Ich weiß nicht warum. Das ist MJ, falls du dir das anschaust, du bist schuld. Der Typ isst ständig und Ehrlich? ich habe irgendwie auch so Bock gehabt, Er dann lebt ja, mitzumessen. Und ja, dann habe ich allein schon das Essen bestimmt meine 4000 Kalorien am Tag zu mir genommen. Und wir haben direkt gestartet. In Düsseldorf trinkt man Altbier. Das ist also ein ganz billiger Abklatsch vom Kölsch und schmeckt, Zitat, wie Affenpisse. Also wirklich, es ist ein ganz schlimmes Bier. Wer gerne Dunkles trinkt, wird vielleicht ein Altbier irgendwie runterkriegen, aber für mich war es jetzt nichts. Wir haben gestartet im Ürige, das ist eine Brauerei da, eben in dieser Hauptstraße, in dieser Partystraße, in der Nähe der Partystraße. Und haben erst einmal, sind wir schön fein in den Tag eingestiegen mit einem Mettbrötchen, weil Musst machen. warme Küche war erst ab 12.15
30 und wir waren halt um 12 Uhr da. Dann haben wir gedacht, so ein kleines Amüs, gell, so ein kleiner Gruß aus der Küche. Für mich war noch nie in Düsseldorf, aber für mich in Köln Standard, also egal ob ich noch gescheit ist, es kommt vorher Mettbrötchen rein, mindestens eins. Was mir aufregt, ist, dass das wirklich richtig gut war. Also du darfst da halt, also ich gehe recht in der Annahme, dass das rohes Schweinehackfleisch ist, Ja. oder? Das ist ja eigentlich das wieder. Ja, okay, Händel heißt wahrscheinlich. Das Ja, es ist wahrscheinlich das Schlimmste wegen Salmonellen oder sowas, aber ich habe früher gedacht, das ist Rind, was ja offensichtlich auch kein Rind ist, aber ich weiß nicht, da habe ich mir halt weniger gedacht, weil heißt ja immer Rind kannst du quasi roh fressen. Ja. Und Ding, was die Oma so gut macht, fuck, Tata. Tata, ist ja auch nicht, aber das des Schweines, aber hält mich halt null davor ab. Das ist halt, das muss ja totgewürzt sein, oder? Weil ich hab das echt so gut gefunden in dem Moment. Also, Und schön Zwiebel drauf, was war drauf? rote Rote Zwiebeln? Also nein, gescheit weiße, rote, ja, weiße. weiß. Ja, okay. Kein normalerweise rote drauf. Na, aber rote machen es halt gut. Ja, es stimmt. gibt welche, die dann rote drauf. Aber wenn wir jetzt hier die Kölner und die Düsseldorfer Zuhörer, ich schätze mal, dass die weißen standardmäßig drauf sind. Okay. Ich habe auf jeden Fall dann erfahren, dass die Kölner und die Düsseldorfer sich jetzt nicht so brutal gut verstehen, beziehungsweise immer in Konkurrenz zueinander stehen. Wahrscheinlich, weil halt die Düsseldorfer Toten Hosen genau Scheiße sind. einmal das. Pass auf, da war mir fast ein Schmarrn. großer Fehler passiert. Nein, ich schätze halt einmal, dass die Düsseldorfer selber auch irgendwann gemerkt haben, dass ihr Bier wie Affenpisse schmeckt und entsprechend neidisch auf das Kölsch sind, was ja auch nicht. Ja, also da gibt es ja so Aber das ist bestätigen doch- Ausnahmen, die Regel. Aber das Kölsch ist ein Pilz wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall ist es ein helles Bier. Ja, es ist auf jeden Fall ein helles. Es Also- kann sein, also ein helles Bier. Es kann sein, dass, ich weiß ja nicht, ich bin da echt schlecht, dann kann es am Märzen oder sowas sein. Boah, irgend sowas. Kannst schon sein, von der Bitter, vom Dings. Und ich wollte, also wir waren dann da und das Geile ist, es ist ja wie in Köln, wenn du keinen Deckel auf dein Glasel tust, dann liefern die immer nach. Und dieser Brei, der war derart fleißig. Sanek. Also, ja, wirklich. Also, du musst dir vorstellen, das sind 0,25, nicht 0,2 wie beim Kölsch. Irgendwie schön. Ich weiß Ja. nicht. Also ich betone es ja immer wieder, riesen Köln-Fan, riesen Kölsch-Fan, deswegen auch. Und die Darreichungsform mag ich einfach sehr gern, auch wenn das Bier selber nicht so gut, nicht annähernd so gut ist wie bei uns. Aber 0,25 ist auch irgendwie fetzig. Ich Du weiß kannst nicht. halt ganz einfach rechnen, mit dem 0,2 da geht das Ja, nicht. mit dem Weil 0,2 wenn du da- jetzt 5,02 trinkst, hast du einen Liter. Nach 5 weiß ich doch nicht mehr, wo ich bin. Das Aber ist 4 easy. Preise sind heftig. Also du zahlst für so ein 0,25er zahlst 3,80. Das hat echt weh da. Und am ersten Tag haben wir das eben mitgemacht und der hat wirklich, also das Glasel war nur ein kurzes Stück über die Hälfte und dann hat er einfach hergestellt. Der hat einfach hergestellt. Wir haben uns auch hingeguckt und er hat direkt einfach eine komplette Runden gebracht und Sehr geil. er hat auch nicht ausgeschaut, als hätte er es akzeptiert, wenn jemand gesagt hätte, nein, das trinkt er nicht. Der hätte es stehen lassen und hätte gesagt, dann müssen es die anderen saufen. Und das finde ich irgendwie, diese Unverschämtheit im positiven Sinn, die mag ich, Ja, ehrlich die gesagt. imponiert mir. Ja, richtig, ja. Also, die zwingen mir halt genau zu die richtigen Sachen. Ja. Im Endeffekt zwingen sie mir ja nicht. Aber irgendwie schon. Das Gute ist halt, Es- wenn du jetzt, es gibt ja, und da nehme ich jetzt diese Gruppen aber ganz klar aus, gibt es ja in jeder Gruppe auch, die vielleicht jetzt noch nicht Bock haben, um 11:30 zum Saufen. Und das sind die Entscheidung oder die Überzeugungsarbeit nimmt da dieser junge Mann halt dann damit Ja, ab, das- weil du willst ja dann auch nicht blöd dastehen, wenn du einer von den anderen bist, sondern du saufst halt dann mit. Der Otto ist ausgestiegen, weil dem ist jetzt sogar gegangen. Gott, deswegen wird er verschlafen haben. Ja, eben. Wie immer. Tja, Typ, glaubt er halt. Und dann muss ich sagen, nachdem wir dann da 2 Stunden waren, haben wir dann auch noch was Richtiges gegessen. Das war nicht so gut, weil es dich interessiert. Was war's? Ich habe ein was hast du paniertes gehabt? Schnitzel mit Schwammerl gegessen, also Schwammerlsauce. Also quasi ein paniertes Rahmschnitzel, oder wie? Ja, ist und so dazu saugeil. was habe ich dazu gegessen? Ich glaube keine Pommes frites. Irgendwie hört sich das so nach was, wo Spatzen dabei sind, aber vielleicht nicht in Düsseldorf. Ich glaube Bratkartoffeln. Mei. Solide. Ich mag's ja. Es du war auch nicht so, oder schlecht, doch? aber es war halt auch nicht gut, sagen wir mal so. Aber mir habe die Unterlage gebraucht, weil es dann echt schon ein bisschen geschäbert hat. Und dann jetzt, pass auf, dann haben die anderen gesagt, ja, wie sollen wir das machen? Und da bin ich ja gar kein Fan davon. Und hat vorgeschlagen, wir könnten dazwischen nochmal ins Hotel gehen für 2 Stunden. Und dann Ah, schön Mittagsschlaf, oder wie? sowas in der Art, ja. Und dann oder denke ein ich paar mir, dann ist Soli man halt so. aufzocken, Gitarrensoli. Ja, das war was anderes gewesen. Nein, wir wollten ja am Abend aufs Spiel. Und haben halt gedacht, dass wir bis dahin dann vielleicht nicht mehr so viel vom Spiel mitgegangen. Oder ich gesagt, also für mich ist das jetzt keine Option.
Nicht so, und dann sind wir halt gegangen und sind dann auch Gott sei Dank, und jetzt kommen wir zum wichtigen Teil, die Partymeile. Also die Partymeile, es gibt da einen Laden, der heißt Oberbayern, es gibt einen Laden, der heißt Kuhstall, es gibt einen Laden, der heißt Ballermann 6, Hey. es gibt die Engelbar, was eine ehemalige Hells Angels Kneipe war, bis dann da, glaube ich, komplett ausgerottet worden sind in Düsseldorf. Das bedeutet, Ja, wahrscheinlich von der Yakuza. von der ja, kann schon sein. Kann schon sein, ja, von den Grattler halt. Von die, ja, das ist der erste Marienkäfer, der zu uns kommt vorher. Ist schon der. Verwechselt die nichts, oder? Oder die Orchkatzel, die von drüben kommen und dann noch die Yakuza. Ja. Ja, da übrigens kurze Überleitung war das jetzt quasi zu meiner Fehlinformation dir gegenüber. Ja. Weil ich habe dir ja gesagt, dass irgendwie die größte asiatische Gemeinde Deutschlands in Düsseldorf ist, aber es ist die größte japanische, wie du Ja. mir gesagt hast. Ja, ich hab's dann auch erst vom Ort erfahren. Little Tokyo heißt es. Ja. Gestern zufällig ein Video drüber gesehen. Wie ist es da so? Also ich war kurz da, aber Also es gibt viel, es wird nicht alles so sein, aber viel authentisches Essen zum Beispiel. ja, Mehr Info mag ich habe ich halt da nicht nicht. rausgezogen. Ja, Ich war in diesem Little Tokyo und hab Burger gegessen. ja gut. Und der war richtig stark. Richtig, richtig stark. Ja, dann haben wir weitergesoffen. Wir sind dann direkt in die Engelbar gegangen. Das ist die Hells Angels Kneipen. Haben da Aufgerammt. 4, 5 direkt, aber sind dann aufs 05er umgestiegen. Dann sind wir danach in einen anderen Laden gegangen. Da habe ich mir dann eine heiße Schokolade und ein Bier bestellt. Weil, ich weiß nicht, Du? Hey, war es Am- kalt? die heiße Schokolade. Na, insgesamt war es recht kalt. Ja, schon. Schon, gell? Also es ist auf jeden Fall so kalt, dass man heiße Schokolade bestellen hat Dann können. musst du überleben. Und dann ist das geil, dann ist einfach die ganze Zeit das gelaufen. Eishockeyspiel hat hingehauen. Klar, Landshut hat Düsseldorf komplett zerfieselt. Okay, ich wollte nämlich vorher fragen, gegen wen es gespielt haben, und dann ist mir aufgefallen, dass die Frage blöd ist, wenn man beim Auswärtsspiel ist. Wahrscheinlich. War Düsseldorf in dem Fall, ja. Ah, okay, ausnahmsweise. Und ja, und dann haben wir da auch nochmal, dann waren wir am ersten Tag auch bis 3 unterwegs. Es hat zwei recht nette Vorfälle gegeben. Also gibt es, als Oberbayern gibt es da, und wenn du dir die Bewertungen vom Oberbayern durchliest, steht da drin, ja, er hat ganz viele Ein-Sterne-Bewertungen von ausländischen Mitbürgern oder vielleicht auch Touristen, die dann gesagt haben, ja, du kommst als Dunkelhäutiger oder Türke oder sonst irgendwas, hast du keine Chance, da rein zu kommen. Er ist teilweise, manche haben davon berichtet, dass sie nur davor gestanden sind und eigentlich gewartet haben auf jemand anderen und gar nicht rein wollten und dann vom Türsteher weggeschickt worden sind. Okay. Und wir haben uns das so durchgelesen und haben gedacht, ja, Klar, ist schon da. sehr Also, laute Minderheit. ja, genau, schön wieder in die Opferrolle begeben, haben wir gedacht. Nein, wir haben uns tatsächlich so ein bisschen, also du kennst ja Google-Bewertungen. Ja, klar. Also. Und dann kommen wir da hin, dieser ganze Laden war voll mit die größten Vollassis, die du dir vorstellen kannst. Also wirklich die weiße Unterschicht, inklusive mir und uns natürlich, nehme ich mich ganz und gar nicht aus. Ganz viele Landshut-Fans auch. Und wirklich auch so viel besoffen, die richtig Streit gesucht haben. So richtig Streit. Man hat im Oberbayern, glaube ich hoffe es war im Oberbayern, da kannst du aus einer Kloschüssel saufen. Du bestellst also eine Kloschüssel am Tisch. Ah, das habe ich auch gesehen. Das Und- also das ist ein Foto von euch Ja, gesehen. da saufst du Mit halt raus. Strohhalme sauft man Das da ist raus, eigentlich wie ein Bucket, aber irgendwie noch ekliger. Also Ja, das klar, ist es ist wesentlich, halt es ist halt sehr, vor allem keiner merkt ja sein Strohhalm und es ist dann, Nein. kostet also eine Schüssel 100 €. Und dann ist also ein 1,90 Meter Russe rumgegangen, recht teigiger Mensch. Und der war so stark und man hat gemerkt, der hat einfach jeden genervt. Der war allein da und hat einfach Streit gesucht. Und dann ist er so zu unserem Ding gekommen und will einfach einen Strohhalm nehmen und trinken. Und dann habe ich ihm halt den Strohhalm so weggeschnitten und gesagt, Alter, Ne? nein, eher nicht, bitte. Niet. Finde ich nicht, nada, Ruki Berg. Krasnaja Und Koschka. dann schaut er mich noch um mit seinen besoffenen Augen, geht so hier und sagt, Auf nicht andrücken, okay. if I win, I can drink. Und dann habe ich gesagt, na, wir können Arm drücken. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich drücke nicht mehr Arm. Das hast du da schon öfter vorgenommen. Öfter, ja. Ich will mir meine Legende bewahren. Ja, klar. Ich konnte es dann nicht verkraften. Und dann war ich besoffen und gesagt, ja, mir egal, können wir schon machen.
aber du kriegst auch, wenn du gewinnst, nichts. Und dann hat er Vollgas gegeben und er war wirklich, wirklich schwach. Muss man jetzt, Okay. das ist nicht so, ich will cool sein und Also, sagen, er war schwach, er war wirklich schwach. Er So. war quasi, er war zwar brot, weil er teigig war, Ja. aber es war halt nichts dahinter. Quasi. Überhaupt Weil es gar gibt nichts. es gibt ja kräftige Ja, Leute, ja. die sind dann auch, obwohl keine sichtbaren Muskeln da sind oder so, einfach sehr stark. Und er ist halt Vielleicht war es auch nicht die seine schlechteste Kombi. Vielleicht war es auch nicht seine Disziplin, aber dann da ich nicht rumgehen und Ja. fremde Leute herausfordern und das war halt dann, und er hat dann gesagt, ja, ich soll mal drucken und ich habe einfach gar nichts, weil wir einfach stehen bleiben und dann hat er das hineingekickt, dann ist er richtig fett gegangen einfach. Keybands. Ist er richtig fett gegangen, ist nach 2 Minuten wiedergekommen zum Nachbartisch und hat da dann aus dem Strohhalm getrunken. Weil die waren nicht so schnell und dann haben sie gesagt, er soll dann nicht trinken, dann hat er es angeschaut und hat ihnen eine Schüssel gespuckt. So ein Hurensohn. Oh, Piep. Ja, nein, also Hurensohn darfst du nicht bei uns sagen. Also, Geht gar scheiße. nicht. Ja, und Mann, Mist. was machen die? Also ich muss sagen, ich war nicht so begeistert gewesen. Ja. Also hier hat erstmal schnell die Spucke weggeschluckt. Genau, hätte ich gesagt. Meine. Meins. Sie haben einfach nur gemacht und haben die Schüssel zurückgegeben. Oder nicht zurückgegeben, sondern weggestellt. Keine Wow. Konsequenzen Kann gehabt. dann für- die erste weiter trinken. Die kostet können. Das ist 100 sehr Euro. Spucke. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Wie viel ist das dann? Was ist das? 2 Liter, 3, 1 Pipapo? Kann man das sagen? Ich habe gar keine Ahnung, steht wahrscheinlich dabei, aber ich habe es selber nicht bestellt, deswegen, ja. Naja, aber da ist doch eine nette Begegnung da. War eine sehr nette Begegnung. Wir haben auch noch der Herr hat diesen Podcast, einen Tobi dabei gehabt, der Typ ist 4 Meter groß. Ein dünner, 4 Meter großer Typ, der auch sackzu war. Aber nicht der. Nicht unser, kein den du kennst. Achso, okay, nicht der Ford Ranger. Nein, nein. Und der war auch richtig, richtig stark und hat dann am Schluss halt dann nicht mehr so viel gecheckt und wir waren unten und ich habe er hat seine Jacke nicht abgeben können, weil er kein Geld da gehabt hat und habe ich gesagt, ich zahl's da und habe halt dann sie hat uns halt dann 3 Zettel gegeben und wir haben es halt untereinander nicht geschaut, welcher Zettel zu welcher Jacken geht und also später halt auch besoffen mit dem falschen Zettel runter und hat sich wahnsinnig aufgeführt und aufgeregt und Ding. Habe ich das geklärt und dann ist er auch rausgeschmissen worden, der arme Mann. Ja, okay. Als wir dann alle rausgegangen sind und damit muss ich dann einmal die Düsseldorf-Geschichte auch schon langsam abschließen, weil sonst mir gibt ja noch so Wir viel. haben wenig drüber geredet, also viel Neues jetzt gehört. Ja. Obwohl ich in der WhatsApp-Gruppe war, aber da habe ich nicht wirklich aufpasst. Ja, Aus Eigenschutz, Selbstschutz. wir gehen raus. Wie gesagt, nur Assis drin. Der Typ ist auch nicht einmal so richtig raus, also Tobi ist auch nicht richtig rausgeschmissen worden, sondern eigentlich gebeten worden zum Gehen. Also was halt eine gute Security-Kraft genau. macht, wenn es nicht nötig ist, Gewalt anzuwenden. Gehen raus, dann stehen davor die zwei am friedlichsten ausschauende Inder, das du nur irgendwie vorstellen kannst. Wirklich richtig, die haben einfach, wie gesagt, vielleicht macht es Sinn, wenn jetzt da eine 16-köpfige Schar von Türken oder eigentlich egal was, Hooligans. wo halt, sage ich mal, schon so ein bisschen geframed sind, vorgeframed Ach so. sind, wenn die da stehen, dass man dann ausschauen, dass dann Ärger machen, okay. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, die Leute, die jetzt da rein wollen, ist mir egal an sich, machen Ärger, gut, dann ist das dein Job als Türsteher. Aber die zwei, die waren wirklich zwei richtig knuffige Touristen und haben dann kurz geredet und haben gefragt, ob sie gehen rein und gesagt, sind sie erst einmal durchsucht worden, war nix. Und dann haben sie einfach gesagt, vielleicht dann am anderen Tag. Und Okay. dann Aber ganz hinter einer schön sind auch voll. Leute gestanden, richtige Vollassis auch, weiße Vollassis, einfach durchgewunken, nicht einmal kontrolliert, gar nichts. Haben Und sie die Bewertungen bewahrheitet? Ha? wir waren wirklich schockiert. Ich weiß nicht, ob hast du in deinem Leben schon mal wirklich richtig Aktiven- gelebten Rassismus erlebt? Also nicht wirklich. Ne? Also immer nur Leute, die drüber reden, aus Gaudi mehr oder weniger, vielleicht manche ja nicht aus Gaudi, aber dass jemand so wenig Schamgefühl hat, selbst wenn das jetzt Rassisten gewesen wären, dass das halt so ausleben und Ja, wahrscheinlich also ja das von ist- ganz oben diese Anweisung Anweisung kommt. haben, Das hat uns alle so schockiert, dass wir am nächsten Tag schon ein bisschen gewartet haben, bis wir wieder reingegangen Ja, sind. also das Muss ich jetzt schon sagen. Na, da muss man halt ein bisschen Flagge zeigen, gell? Aber halt auch nicht zu lang. Wir waren am nächsten Tag wieder saufen und am nächsten Tag war dann der Russe wieder in einem anderen Laden, da waren wir im Kuhstall
geiler Laden, wirklich Herzig, richtig oder? geiler Laden. Sind Kier drin? Nein, ganz und gar nicht. Kein Hab einziger. ich Nicht irgendwie, einmal. ich habe irgendwie damit gerechnet, dass Nein. keine drin sind, aber ich bin trotzdem enttäuscht. Kurstein, Ballermann 6, absolute Empfehlung. Ganz viel Schlager, dann ein bisschen Male, aber bei dem Pegel einfach nur ein absoluter Also Traum. bei dem Pegel und dann mit der Gruppen. Also, Ja. Also gut. Mit alle Gruppen, die mir so zusammenbringen, aber Im Kurstall ist mir dann folgendes schönes Szenario. Es war 50-50 Männer, also 50% Männer, 50% Frauen. Und das Geile war, irgendwann haben mittendrin zwei so Schwedinnen gespawnt. Das waren kleine, wirklich hübsche Schwedinnen, die, sage ich mal, recht freizügig angezogen. Aber nicht wahnsinnig billig, sondern halt einfach viel Haut gesagt haben, ohne jetzt richtig gewollt billig zu wirken. Und es war so krass, weil die haben halt dann auch tanzt und auch recht ausufernd getanzt, hat man gemerkt, die haben schaut. Lebensfreude. schaut. Und nach, es hat keine 30 Sekunden gedauert und dann war das wirklich, dann sind auf einmal wie so 20 Schimpansen um die rumgestanden. Auch die weißesten Typen, die es da nur irgendwie vorstellen kann und alle. Ein bisschen beeindruckend, halt, Aber ein bisschen also war, stecken. und du hast gemerkt, die haben das natürlich auch genossen und sind das offensichtlich auch gewohnt. Und das war schon mal Punkt 1, was ich sehr amüsant gefunden habe, also dass das, also diese So Beobachtung. ist es halt. So ist es einfach. Warst du der Typ, der dann, Na. also, Also frag an vor 20 Jahren Harry vielleicht. Ja. Vielleicht dann, aber ich glaube auch nicht. sowas haben Also, wir ich war immer nur damals- gemacht, wenn ich du wäre gespielt hätten. Ja. Also, aber Ja, sonst, stimmt. also wirklich aktiv, weil jemand von uns auf der Suche gewesen war oder interessiert gewesen war, noch nie. Ich bin, glaube ich, mehr der Typ, ich hab's lieber, wenn jemand auf mich zukommt. Ja, dann richtig schlecht behandeln. Ja, richtig, ja, dann richtig scheiße, so richtig so. So, hey, die Gar Brille kein sieht ja gar Interesse. nicht so scheiße aus. Ja, genau, jawohl. Wie Ja, nennt dir man stehen das? die paar Pfündchen mehr. Ein Kompliment, Also, das gleichzeitig in einer Beleidigung versteckt, da gibt es einen Namen gibt's ein dafür. Wort dafür, ja. Egal. Auf jeden Fall kommt dann eine, die war auch nicht hässlich, also war nicht auf dem Level der Schwedin, aber nicht hässlich. Kommt her und zu mir, ja, ob ich einen Gefallen tun kann, ob ich schnell so da kann, als ob ich ein Freund war. Ja. Und Masche, die hin dann habe ich her. gesagt, das ist kein Problem, das ist Ich gar bin kein mit Problem. meinem Freund hier. Weil sie wird die ganze Zeit anbaggert und dann ist so ein älterer, wirklich ekliger Typ gekommen und ist dann zu ihr gekommen und sagt, ja, sorry, Bro. Ja, gell, da hilft man dann natürlich gerne. Ja, habe ja gar kein Problem mehr. Das ist ja. meine, die gehört zu mir, habe ich gesagt. Und dann kommt sie her, Mach's an mir vor. ja, will mich da hinten nehmen und will mich küssen. Und ja, dann ich dann gleich so. Na, Kopfnuss. Und das war geil, weil der Typ, der da war, ich habe mich geküsst und ich habe mich weggetan und sie dann da so hin und sag ich, was ist los hier? Ich war Das ist- überfordert von der Situation. Ich meine, wir sind Typen. Weibliche Berührung ist natürlich an sich was Schönes. Ja, ich Glaub bin ja nicht schwul. Bist du nicht. Ja. Aber ich finde es insgesamt schon eklig, wenn eine Wildfremde oder Wildfremder, das ist mir wurscht, seine Körperflüssigkeiten auf mir verteilen will. Egal wie. die ich meine, sind- das ist was anderes, wenn ich das bei wem mache, aber Ja, das klar. ist cool. Ich spritze auf jeden. Ja klar, im Vorbeigehen beim Einkaufen. Das ist Ja. ein stranges Video gesehen. letztens, Creep-Ding. aber- Ah, okay. Mal durchschicken. Nein, das war echt strange. Ah, okay. Das war, weiß ich nicht. Aber ich Naja, meine, egal. die hätten mich ja zumindest einmal vorher zum Essen einladen können. Oder sage ich mal an Slivovitz. Ja. Irgend sowas, eine Kleinigkeit, Aber dass ich halt Zwiebelringe. ein bisschen auf Touren komme, dass ich Ja, so aber Zwiebelringe. aber Zwiebelringe, ja, aber Apfelringe vielleicht, da ist sowas. Apfelring. Aber überhaupt gar nichts. Und das war geil, weil der Typ hat dann sie natürlich auch angeschaut und hat mich auch geschaut und ich bin dann einfach gegangen. Für mich war das dann Ihr damals- zwar dann rumgemacht? Also du die und zweite er? Hyper, ja. Gut, Ja. passt. Und weil damals dann zusammenhalten, dann Ja. gehst du am Bars, Typ, holst kaufst du jeweils ein feines Altbier und dann machst du rum. muss Und zwar wie man. eine Drecksau. Damit da beide richtig eklig im Maul schmecken. Ja. Zwei Altbier, Ja. dann, geil. Ja. Ja. Weitergezogen, nachdem wir da wirklich richtig viel gesagt Das war der Kursteig, gell? Das war der Kursteig, glaube ich, oder? Der will Ballermann eine 6. Rückfrage stellen. Gern. Die Schwedinnen. Ja, Woher habt ihr gewusst, dass die Schwedinnen sind? weil, pass auf, Also man sieht es ja meistens, aber dann kannten sie auch Norweginnen oder Norwegerinnen sein. Oder welche aus Island oder so. Aber ich glaube, entweder der DJ hat es durchgesagt,
dass der irgendwie, der hat das auch lustig gefunden. Wahrscheinlich, entweder ich habe die Information aufgenommen, aber ich war wirklich schon angesoffen. Also. Aber irgendwo so im Hinterkopf habe ich, glaube ich, dass ich zu einem Typen hingegangen und habe gesagt, oh, das ist nicht lächerlich vorgegeben, dass er jetzt da in diesem Kreis steht. Ich glaube, dass es so war und dass er gesagt ja, wenn zwei so Schwedinnen da sind und ich war mir jetzt, ich glaube, ich habe mir auch vorher mit einer reden sehen und habe gedacht, der hat es dann irgendwie rausgefunden, aber vielleicht. Ja, gut, also Das ich glaub wollte ich- jetzt auch nicht unbedingt, dass Nein, verifiziert ist, sondern es kann ja auch sein, man weiß manchmal einfach. Nein. Man weiß Ja. einfach. Und dann sind wir weitergegangen, entweder im Ballermann 6 oder im Kurstall, ich weiß nicht, wo wir zuerst waren. Aber ich glaube, wir sind weitergegangen im Kurstall und waren vorher im Ballermann 6, Okay. Entschuldigung. Na, das ist was. Ja, und weißt du, wer dann da drin war? Plot Twist. Der Russe. Ganz genau, da war der Russe. Und da, ich war nochmal, irgendwie hat mich der so aufgeregt. Ja, Ich war so ein bisschen der hat mich einfach genervt, weil er wieder rumgegangen ist und auch zu Frauengruppen und einfach eine Getränke genommen Man hat. muss aufführen, ist immer lächerlich. Ja. Also, sie aufführen, also, weißt du, so, oh, ich bin stärker und dann aber auch noch schwächer sein. Das Ja. ist halt das. Das ist so lächerlich, aber es ist ja schon lächerlich, wenn du stärker bist, dann hast du es ja auch nicht nötig, die aufzuführen. So, es ist einfach, ja. Ja, war wirklich einfach ein Spaß. Wirklich ein richtiger Spaß. Und als ich anderen gesagt, ich schau mal, ob ich ihn. Ich war wirklich besoffen und habe gesagt, ich schau jetzt einmal, ich gehe jetzt zu mir und sage, ich soll mir Bier ausgeben, sonst gebe ich mir Fotzen. Und Ja, der Bier ausgeben. ich bin hingegangen und habe gesagt, im Nachhinein ein bisschen unangenehm, um ehrlich zu sein. Ich bin hingegangen und gesagt, okay, if you pay me a beer, I'm not gonna punch you. Irgendwas in der Richtung, wahrscheinlich noch wesentlich schlechter. Musst halt. Und Nein, dann schaut er mich nur so an. besser. Dann schaut er mich nur so an und sagt, okay, dann sag ich, ja, erinnert mich schon an die von gestern. Ja. Also, Dann hat er gesagt, I pay you a beer because I'm grateful, hat er gesagt. Ich war in dem Moment beeindruckt, also das Wort grateful, weil mir in dem Moment nicht eingefallen ist. Sehr erhabenes Wort. Ja, auf mir jeden gedacht, Fall, nicht muss man schlecht. sagen. Und dann ist er erst weitergegangen, dann bin ich mit her, sag ich, das ist Bar. Und dann ist er zur Bar und hat mir Bier ausgegeben und dann haben sie Schön. unsere Wege getrennt. Was für Bierchen? Ein helles. Ein ganz, das ist da dann meistens, weiß ich nicht. Es gibt es, da wollte ich auch nicht, und dann ist Düsseldorf wirklich abgeschlossen, es gibt das Hosenhell. Also ja, das war dein Habe ich schon erzählt. Fehler. Also den hast du mir Habe ich hast du nicht erzählt, gemacht. aber ich glaube, die Habe ich Leute nicht gemacht, aber ich hätte ihn fast gemacht, weil ich mir gedacht habe, Hosen ist ja lustig. Ja. Wie das Hosen. Ein Hosenbier. Ja, ich hab das irgendwie geht gemeint- dann auch in die Hosen, gell? Ja, das sowieso. Nein, ich Lol. meine, das ist vielleicht so ein holländisches, weil Hosen oder sowas. Ja. Ja. Aber Gut. es ist tote Hosenbier. Tote Hosen hell. Magst du vielleicht, ich habe jetzt gar nicht Von auf dem durchgeschaut. Video verzeihen, Genau, wo ich von vorher Musik. gesagt habe. Ja. Von dem kurzen Video. Nein, von unserem Musikvideo-Dreh. Ach so, ich meine, ich habe das Short gemeint, das Komische, wo ich gerade eben erwähnt habe. Das ist wichtig. Ja. Das ist so ein ganz kurzes Ding. Ach so, ja. Da steht eine Frau an der Kasse. Ja. Wir befinden uns, glaube ich, in Japan. Irgendwo in Japan. Und die Frau steht an der Kasse und möchte gerade sein. Und dann geht der Typ vorbei. Man sieht, wie er sich ein bisschen im Schritt rumspult und im Vorbeigehen einmal so macht. Und Und die dann- spritzt er so. Ja, und dann ist Slow-Mo reingezoomt und man sieht, wie er Wow, einmal stark. hinwächst und einfach weitergeht. Und es ist also Also das krank. musst du ja wirklich erkennen. Also da Das darf ist der kein Timing. Anfänger sein. Timing und Technik, das ist krass, muss man sagen. Wow, okay. Ja, also klar, Feine mit. vielleicht unangebracht oder so, Ja, aber kann wenn auch. ich jetzt die Hand nicht voll hätte, würde ich applaudieren. Ja, nein, du glaube ich wolltest raus aufs Musikvideo. Ja, magst du schon mal anfangen? Weil so zum Wochenrückblick, weil jetzt sind wir beim eigentlichen Wochenrückblick, der Kid Rap ist im Urlaub. Ja, Grüße gehen raus. sehr. Vor ein paar Tagen ist unser neuer Song 18 rausgekommen. Mhm. Geile Scheibe, aber das werdet ihr dann selber merken. Und dazu haben wir diese Woche das Musikvideo gedreht. Das kommt am Donnerstag um 20 Uhr, wird es herausgekommen sein. Ja. Und du kannst mir ein bisschen was vom Musikvideo drehen, erzählen, während ich kurz schaue, wie lange es schon läuft. Achso, ja, gut. Da waren wir Ski in einem kleinen Dorf in unserer Nähe, wo man einigermaßen gut safteln kann. Sind wir halt mal wieder auf Minga gefahren, so wie man es früher halt gemacht hat, gell. Dann haben wir schon im Zug, bei uns ist das die Brp, angefangen, und wo explizit, also in die öffentlichen ist ja Saufen nicht erlaubt, aber in der Brp, also der bayerischen Regiobahn, ist es ausdrücklich toleriert.
Das heißt, also es ist nicht gewünscht, aber man darf. Irgendwie. Nicht offiziell. Aber, ja. Aber Es wird nichts man fühlt sich mit Bier schon willkommen. Also es ist, nicht, es ist eine Pro-Bier-Stimmung da. Also wer es da nicht blöd angeschaut, gar nichts. weißt, die hat Malis arbeitet bei dem Verein quasi und die hat das bestätigt. Die Okay. hat gesagt, also da wird nichts gemacht. Ich glaube, dass damit halt irgendwie gegen die ganzen Verspätungen ankämpfen wollen, also dass da die Entschädigung ist. Ich frage mich nur, was dann die... Okay, warte, wir kommen gerade im ICE und so weiter, darf der Ja, aber ich von rede mir. ja von die Regio-Dinger halt und der S-Bahn und sowas. Ja, auf jeden Fall waren wir dann in Minga und haben dann, was haben wir denn so gemacht? Wir haben ein bisschen gebingt. Ich glaube, das Thema ist ja schon öfter aufgekommen. Sollten wir jetzt dann vielleicht einmal ein Event machen. Ein Tutorial einfach mal, ein kleines Bing-Tutorial, glaube ich, war echt. Tutorial machen. Ja. Und dann vielleicht ein Event, weil ich glaube, dass Bingen auch andere Leute echt Spaß macht. Also tausendmal geiler, aber haben wir auch schon tausendmal erwähnt, tausendmal geiler als Bierpong oder... Ja, nein, nicht tausendmal geiler wie Flankeball, weil Flankeball mag ich echt Ja, gern. Flankeball ist halt einfach anders. Ja. Also, da brauchst du einen Platz, da musst du... Ja, Was ich nicht verstehe, ist, warum fällt mir dieser Drecksname nicht ein, wo du auf das Trampolin drauf spielst? Den Ball. Achso, Spikeball? Spikeball. Ja. Warum so selten South-Spikeball gespielt wird, da habe ich zumindest das Gefühl, dass da noch keine adäquaten Trinkregeln gibt. Oh, das war eigentlich perfekt so als Flankeball-Erweiterung. Ja, irgend sowas, dass du sagst, okay, weil das ist eigentlich, das macht ja so Spaß, das Spiel. Da gibt es ja keinen, der sagt, das ist ein Scheißspiel, oder? Ich kenne zumindest keinen. Hast du, oder jetzt muss ich kurz überlegen, habe ich das geträumt? Irgendwer hat letztens behauptet, dass eine Firma das Wort Flankeball, oder Ja. also Flunkyball halt, gecopyrightet hat. Das hat irgendwer verzeiht. Ich habe es da nicht erzählt, aber vielleicht haben wir den gleichen Beitrag gelesen. Wir haben auf jeden Fall noch nicht drüber geredet. Okay, na, ich habe kurz mal, vielleicht war es ja der Mike beim 18-Videodreh. Aber auf jeden Fall war da der Welt für mich zusammenbrechen, wenn ich nicht mehr Flankeball sagen darf. Aber ich darf es natürlich trotzdem. Also ganz ehrlich, ja. Es ist ja Voldemort, darfst du auch nicht aussprechen. Oder? Oder darfst du das nicht oder ist es nicht? Kommt drauf an, wann. Okay. Also, man spricht ihn nicht aus, wenn man Angst vor ihm hat, aber als er dann wieder an die Macht gekommen ist, war ein Zauber auf dem Namen, wenn nur der Widerstand Voldemort ausgesprochen hat. Und dann sind alle Schutzzauber und so weiter um dich rum aufgelöst worden und so hat er die aufspüren können. Das ist echt ein mächtiger Motherfucker. Und das haben die nicht gewusst, oder? Na, bis halt dann Checkt haben Voldemort okay. gesagt hat, bis ein Haufen tot ist. Voldemort. Fuck. Ja, Okay. Kleiner Exkurs, ja. kleiner Exkurs. Ja. Pardon. Aber was haben wir denn sonst noch in Minga gemacht? Ha? Also was ich muss jetzt einfach mal vorweg schicken, was ich an dem Dreh sehr gern mengen habe, ist, dass mal wieder ein richtiger Oldschool-Dreh war, so Ja. wie wir halt früher unsere Musikvideos oder auch den Schwachsinn, den wir damals in der Schule gedreht haben, angegangen sind. Wir haben uns zwar diesmal eine grobe Listen geschrieben, was wir halt drehen wollen, aber im Endeffekt sind wir mit 3 Kästen losgefahren, haben da echt gut tankt im Zug, war ich richtig stolz auf alle. Ja. Das war Vielleicht, schön, ich war möchte schön. noch kurz hinzufügen, dass der T und der Rauschi, Ja. ich habe mit dem Harry drüber geredet, ja, wer so aus dieser Bubble Bock hätte mitzumachen. Und er hat schon gesagt, ja, nein, T und Rauschi sind auf alle Fälle raus, weil der T trinkt zurzeit nichts und der Rauschi ist schon Samstag, Sonntag weg, also es kommt nicht in Frage. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Habe ich beiden geschrieben, einfach mal. Und dann sagt er, ja, nein, T sagt so, nein, überhaupt, sorry, er trinkt zurzeit nichts und dann hätte er keinen Spaß. Dann sage ich, okay, verstehe, kann ich Ja, klar. komplett nachvollziehen. Bin ich Schreibe ich voll am bei dir. Rauschi, der vorher eigentlich schon gesagt hat, nein, er kann nicht. Sagt er, ja, das klingt geil. Er ist wahrscheinlich dabei, er gibt nochmal Bescheid. Lotus habe ich auch geschrieben, der hat gesagt, ja, ich muss das noch überlegen. Und irgendwie haben alle nahezu gleichzeitig dann so eine halbe Stunde später geschrieben, fuck it, ich bin dabei. Rauschi dann, ja, kein Ding, er ist dabei, er darf nur nicht so viel saufen. Er trinkt maximal wenig. hat er Ja, maximal wenig. Hier sind, also es ist schon lange nicht mehr in kurzer Zeit so aktiv gesoffen worden, weil das halt einfach, ich meine, der T hat sich ja halberten Jägermeister pur eingepfeffert. Hat aber, ist eigentlich eine Pfeffer noch gut. Eine Pfeffern ist sehr cool. Das Okay. Ist, Aber muss man jetzt ihm auch lassen, ist es, hat das sehr gut weggesteckt. Ja. Also der vertragt schon auch was, wahrscheinlich schnapsmäßig ist er mir,
dann wahrscheinlich überlegen. Kann sein, ja. Denke ich mal. Aber da war ich richtig stolz, weil er das wirklich ordentlich gesoffen. Also Ja. vor allem diese eine Aufnahme, das Musikvideo sehen wird, der hat das wirklich richtig weggezogen, den Jägermeister. Man das Herz logischerweise nicht, aber ich habe gesagt, Alter, stopp, hör mal auf. Und er so, dann tut das ab, nachdem er so viel gesoffen hat, und schaut mir so an. Was willst du denn jetzt, du Spaß? Hat er sich gedacht. Es ist ja lustig, dass ich mit denen zwei dann, nachdem wir wieder in Dates waren, nur direkt schön in den Bandraum gegangen bin und noch aber zuzelt habe quasi. Aber hat seinen Pegel dann gehalten, oder? Er ist nicht besoffener geworden recht früh, oder? Ja, also er war sehr gut drauf, Ja, aber also, war er ja auch. Ich liebe das. Und, und der Rausch ist schön mit dem Radl dann heimgefahren. Oh. Ich sage jetzt nicht, was für Radl, um ihn nicht zu denunzieren. Das ist ein Radl, ja. Sag ich da nicht. Ja, okay. Kann der Gravelbike sein, ich kenne mich nicht so gut aus. Eins Ja. von beiden. Also, Mich würde interessieren, ob es beim Rauschi dann Konsequenz, weil er hat definitiv nicht maximal wenig dran. Ich glaube, er hat also er hat das wenig weggelassen. komplett. Maximal dran Und er gehabt. hat halt auch, er hat ja auch dann, vor allem, dass er dann, wir sind ja trotzdem im letzten Zug heimgefahren und dann war er ja nochmal eine Stunde, war es ja da locker drin. Das bedeutet, er war auch nicht vor 3 daheim Na, und ist am Samstag dann weggefahren. ja, mein Ski. Oder- Aber war geil, Hirs richtig geliefert, Ja. unser Schlagzeuger, der $1 Hirs und der Mike O'Reilly auch. Mike O'Reilly, wenn du den Podcast hörst, starke Kamera-Performance. Hast du sehr gute Oh Ausstellung, ja. muss man wirklich sagen. Oh Also, ja. man hat bei dir hab schauen müssen, dass ich nicht zu viel von deinen Aufnahmen rein tue, damit du uns nicht das Scheinwerferlicht stiehlst. Ratte. Ja. War geil, wir sind angekommen, haben auf dem Weg Bier gesoffen. Ja. Direkt weiter marschiert zur Bingplatten und es hat auch da schon direkt Bock gemacht. Und Tommy haben wir dabei gehabt, an der Kamera Ein Kevin. und ein Cavboy, aber der war ja als Darsteller hauptsächlich dabei. Ja, hat er auch Dann haben wir da ein bisschen pinkt und dann haben wir die nettesten Ordnungsamtler Ja. überhaupt gesehen. Also wir waren da offensichtlich, das haben wir nicht so ganz realisiert, oder um ehrlich zu sein, haben wir es schon realisiert. Ich nicht. Ich auch nicht, hab's nicht checken, bin dumm. Dass das eigentlich ein Kinderspielplatz war. Wohlgemerkt war es dunkel. Es war dunkel, Muss man war sagen. alles auch sehr spärlich beleuchtet. Und Nein, waren auch keine Kinder da. eben. Wir haben uns gedacht, wenn wir jetzt da zu dieser Uhrzeit aufschlagen, dann sind ja da eh keine Kinder mehr da und dann zeigt dieses Verbot für Erwachsene nicht. Und haben halt da alles aufgebaut und es ist auch eine Stunde, glaube ich, darf es schon gut gegangen sein. schon, darf Haben also Gott sei Dank alle wichtigen Aufnahmen machen können. Ja. Und auf einmal kommen 3 Typen, ganz in schwarz. Ei. Aha. Gefährlich. Haben wir schon gewusst, Was die dann kannten uns meiner. Ja. Kommen her und sagen, ja, dass wir hier leider nicht Alkohol trinken darf und eigentlich auch wir überhaupt gar nicht da sein dürfen, weil wir ja keine Kinder dabei gehabt haben. Soweit sie wissen. Soweit sie, ja genau, Ja. das ist, Naja. weiß man erst einmal nach. Ja. Ja, dass hier kein Kind anwesend ist. Und jetzt pass auf, jetzt kommt's ja. Sie haben nicht gesagt, also wir sollen sofort zusammenpacken und uns verpissen, sondern sie haben gesagt, wir sollen einfach bitte jetzt dann langsam, aber sicher schauen, dass wir dann bitte den Platz verlassen, und hat uns dann eine Empfehlung ausgesprochen, wo wir hingehen können. Ja. Es ist auch vor diesem Eingang ganz groß gestanden, hier ist Waffen, Messer, Pistolen und Alkohol und Cannabisverbot, also Ja. alles, was halt geil ist. Dann sind wir, weil wir das ja respektiert haben, haben wir zusammenbackelt, sind dann auf die andere Straßenseite gegangen, weil wir gedacht haben, dafür Zeit ist nicht Da mehr. war eine coole Treppe. Haben dann da richtig schön Asi Wodka gesoffen und Jägermeister und dann sind sie halt nach einer halben Stunde gekommen. Wieder. Genauso, weil ich habe gesagt, die Jungs haben gesagt, es ist, Ich habe euch gesagt, ich habe euch 50 eigentlich Meter gesagt, in die Richtung. bitte 50 Meter, hier ist noch genau das gleiche Verbot wie da vorne leider. Und irgendwann, das waren 3 Leute und es hat einen gegeben, der hat geredet und ich habe dann mit dem anderen noch geredet und der hat scheinbar gesagt, dass normalerweise, weil ich glaube, nein, nicht ich, jemand anderer hat gefragt, was das jetzt normalerweise Der kosten Lotus darf. war's. Und die hätten uns jetzt Irgendein Bußgeld. 150 oder was Euro Bußgeld sofort ohne Verwarnungen auszusprechen ausstellen können, weil es ja ganz klar beschildert ist. Und da denken wir, hey, Isar Ranger, ja Hurensöhne. Vielleicht nicht alle, aber die zwei, die ich meine, ja. ich werde es euch hochgesprochen vorhin. Nehmt euch mal ein kleines Beispiel daran, dass man die Leute auch verwarnen kann. Man kann eher Und ich mal, darf jetzt ja. zum Beispiel, ich darf jetzt da nicht mehr hingehen, weil ich mir gedacht habe, ich bin so, also ich darf jetzt da nicht mehr saufen oder das nicht mehr machen, weil man sagt, Ja. okay, die haben jetzt nicht darauf hingewiesen, da gibt es überhaupt gar keinen Grund, das nochmal
Gut, ich war auch nicht nochmal hingegangen, wenn ich 150 Euro zahlen hätte müssen. Klar. Aber ist nicht so irgendwie Alter, angenehmer? ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viele Leute das hören werden. Sehr viel natürlich. 6.000. Aber nur viel mehr. In den Weil ich nächsten- bin ja auch dabei. nachdem er rausgekommen ist, Ja. in der ersten Stunde, meine ich. Aber wie viel Leute ich jetzt schon verzeiht habe, dass wir die nettesten Ordner aller Zeiten getroffen Ja. haben. Bitte, das ist doch viel besser, als wenn man da sagt, da sind irgendwelche Assis unterwegs, die Ja. irgendwie aufschreiben. Klar, wir haben uns halt ein bisschen verdodern. Er hat gesagt, irgendwie 50 Meter in die Richtung, wir sind in die Richtung gegangen. Aber Meine, er bitte. sagt zu. Also ich habe gerade in 2 unterschiedliche Richtungen gezeigt für die Leute, Ja, die nichts ja. sehen. Ja, das ist ja schon so betont, dass checken, dass die Ja. oder die. Das haben Ja, schon, schon. haben schon mitgekriegt. Ja. Nein, Dann haben wir auf jeden Fall diesen Platz verlassen und haben wir so Abschied und haben wir dann gesagt, ja, dann sehen wir uns heute hoffentlich nicht mehr. Und dann eher noch einen lästigen Spruch und er sagt, ja, zumindest nicht dienstlich. ho, ho, ho. Also wenn du schwul bist, Komm vorbei. schau bitte jederzeit vorbei. Unsere Tür steht in jeder Form immer offen. Wollte ich da nur sagen. Oh ja. Was ich krass finde, also als wir vor Ort waren, habe ich uns jetzt nicht so besoffen wahrgenommen. Aber die Performance, die wir hier gemacht haben, in der kompletten Öffentlichkeit, die hätte ich nüchtern so nicht gemacht. Wahrscheinlich, ja. Wir waren ja in der Fußgängerzone auch. Aber ich habe mich null unwohl gefühlt. Also mir war das, als war das meine Bühne, habe ich mal. Aber So war's ja. So war's. ja. Legendary Old. Oh, so war's. Na, den ganzen Namen sagen müssen. Das Ja. ist der. Bin ich, ja. Ja. Ja, genau. Und dann haben wir einfach noch ein bisschen gesaftelt, waren wir noch 2 Augustiner jeder, also wir haben noch weiter draht, da Aufnahmen, direkt vor dem Polizeirevier, noch schön ein Technikgeschäft, Ja. ein paar Aufnahmen im Dixie-Klo-Draht. Oh ja. Oh Und ja. dann noch 2 halbe getrunken, dass wir halt gerade schön unseren Zug erwischt haben und dann Abfahrt. Der T und ich haben quasi zu zweit über die paar Stündchen eine ganze Dosen Packers weggeschnupft. Wow, krass. Ich war wirklich komplett lahm. Wir haben im Zug nichts mehr gehabt, da ist nichts mehr rausgekommen. Also, Fuck. ja, deswegen habe ich ja, wo wir die 2 Gustel getrunken haben, ich glaube, ich habe einen kleinen Nikotinschock gehabt. Aber hat Was sich dann, dann wie äußert sich der? mir Schwindelig. schwindelig und so, also ich habe dann so so einen Schweißausbruch, aber so ganz strange mit so Wellen irgendwie. Ich kann das nicht so richtig, aber da bin ich halt dann nach Scheiß ausgegangen, habe mich ein bisschen an die Wand gelehnt und dann habe ich gedacht, jetzt passt es wieder. Und dann bin ich raufgekommen und habe zu meinem 3/4 vollen Bier und habe noch ein volles Bier dazu gestellt gehabt von euch. Und Aber das hat's hat super dann gehört? geholfen. Das hat dann geholfen, ja. Ja? Schickst du das einmal. Das war gut. Ja, so viel zum Dreh. Kommt, wie gesagt, jetzt dann ist am Donnerstag dann rausgekommen und Ja. heute haben wir uns einen Rohschnitt angeschaut und ich bin, muss ich sagen, recht Ich zufrieden. bin noch sehr, sehr gut unterhalten. Ja. Genau, dann, nachdem wir jetzt ja schon ein bisschen geredet haben, oder in erster Linie, Ja. in 14 Minuten ist die Karten voll. Okay. Ich habe nämlich, ich war zu faul, die Karten zu formatieren, weil das waren 2 Knopfdrücke. Ich habe mir gedacht, wir werden niemals länger als 1 Stunde 10 reden. Aber Ja, jetzt gut. sind wir eben bei 50 Minuten schon. Das Thema der Woche war eigentlich ziemlich cool gewesen, das war Männlichkeit. Sollen wir das für kommende Woche aufbewahren? Ja, da dann? die auch sagen. Dann jetzt Dann machen wir die 5 Fragen an Los Brutalos noch. ich habe gerade meinen Schlappen verloren. Will er helfen oder geht's? Nein, das passt schon. Gleich habe ich einen Krampf. So, ja. Was ist das Lieblingsgericht unserer Oma? Also deiner Oma und meiner. Oh, also warst du das von deiner Oma ad hoc? Also so direkt? Ich hätte gemeint, du weißt es bei dir sofort, weil das halt das ist, was ich immer ist, wenn ich bei deiner Oma bin. Du meinst das Schweinsfischl? Ja. Das mag sie gar nicht so gern. Dein Lieblingsessen deiner Oma. Ach so, tatsächlich der Schweinsbraten. Mhm. Weil sie macht keinen Krustenbraten, also wie ich schon sehr oft erwähnt habe, sie ist Österreicherin und wie du ja weißt. Weiß ich. Und sie macht keinen Krustenbraten, sondern sie macht einen Braten, also nicht den klassischen halt, weißt du, nicht wie bei uns, mit der fetten, weißt du, sondern es ist eine sehr, sehr schmackhafte und sehr salzige Kräuterkruste drumherum. Oh, Das fein. ist richtig geil. Und es gibt Semiknödel dazu, das ist, finde ich, eigentlich kehrt. Ja, Und es ist einfach nur abartigst geil und ich weiß nicht, mag ich am liebsten, aber ist ich halt selten, weil meistens habe ich Leute dabei, die einen Schweinsbraten nicht so gern mögen. Das ist krass, oder?
Ja, und das andere, aber das Schweinsfischl ist ja geil. Also die Song Schweinsfischl, ich weiß nicht, wie man da bei uns dazu sagt. Schweinefilet. Na, es Schweinemedaillons. ist nicht das richtige Filet, sondern das ist quasi das falsche Filet oder irgendwie so. What? Echt? Ja, Sicher? es ist ein anderes Stückel, ja. Ach so. Irgendwie, aber vielleicht Vielleicht dann mich, wenn ich- Schweinemedaillons. Kann sein, auf jeden Fall ist das ja, also und das tut es immer in Schinken und Käse und Blätterteig. Ja. Und dann gibt es dazu natürlich Preiselbeer und schönes Buttergemüse und oft gibt es dann sowas wie Brokkoli oder so. Das Also, früher dann nicht. aber als Beilage hat es der Spatzel noch gegeben, also es hat schon eine normale, es hat nur irgendeine, Nein, es war Gemüse tatsächlich. die sicher, Beilage, ja. ganz sicher, 100%. Ich hab's schon sehr oft Ja, aber ich gegessen. meine, vielleicht hast du, weil ich Aber mag es kann eigentlich ja das sein, als wenn einzige sie's- Beilage nicht, oder? Wenn sie es macht, wenn ich nicht dabei bin oder so, vielleicht macht es dann nur irgendwas dazu, aber sie hasst halt Spatzen, Nudeln und so weiter, hasst sie abgrundtief, von dem her. Okay. Ja, das habe ich erfahren, als ich gesagt habe, du Oma, heute koche ich mal für dich und dann habe ich eine schöne Pasta gemacht, was den Zitronencreme, Das voll geil ist eigentlich, so ja. Mascarpone Zitronencreme mit Händel und so, Basilikum, Zitronencreme quasi und sie hat gesagt, die Soße ist gut, aber die Nudeln können wir mitnehmen. Sie hasst Nudeln. Und was hat es dann dazu? Also ich habe die Nudeln schon gegessen, aber jetzt sehr zähneknirschend und das war unser Abreisetag und deswegen hat sie gesagt, dass sie die Soße eingefriert, aber die Nudeln können wir mitnehmen. Geil. Ja. Habt ihr die Nudeln mitgenommen oder weggeschmissen? Ja, haben wir schon mitgenommen, aber dann daheim halt weggeschmissen. Ja. Spaßhunger, gell, wenn es das erst. Ja. Nein, Die wird schon, aber weil ihr Stiefvater war Italiener und hat halt jeden Tag so viel Pasta gegeben und Okay. sie hasst es einfach mit. Ja, Nudeln, glaube ich, kannte mich nicht so leicht satt essen, mag ich schon Ich auch gerne. nicht. Aber Aber ein bisschen abgeschweift. ja, ist in Ordnung. Vor allem, das heißt, es waren früher mal 5 schnelle Fragen, aber es war. Ich würde sagen, es ist bei meiner Oma das Schweinefilet eben, weil sie das immer mit Rosmarin macht. Und seitdem liebe ich Rosmarin und meine Ja, Oma ist macht so geil. unfassbar gute Soßen. Schmeckt da jedes Mal anders und ich möchte nicht wissen, was drin ist, aber die Soßen sind so geil und dort ist dann macht sehr Spatzel. gut. Also meine Money. Ja. Cool. Wer ist der lustigste deutsche Promi, den du kennst, aber der kein Comedian ist? Wow, das ist schwierig. Lustigster deutscher Promi, der Core-Comedian ist. Söder. Boah, ja. Ich habe jetzt irgendwie an so jemanden, keine Ahnung, wie Günther Jauch oder so, der ist ja auch irgendwie lustig auf seine Art, aber schwierig. Hast kann du sein. einen, Nein, hast du einen nein, guten Call? Sonst halt gibt's, ja, gut, vielleicht die Dudes von Minas Moos oder Die sind schon witzig, Leute ja. von KIZ. Stimmt, man. Das ist schon sehr Ich glaube ehrlich lustig, gesagt, dass Sabrina die Frage schon mal gestellt hat. Aber ich bin nicht auf Musiker gekommen. Ja, Weil Menas Moos ist schon sehr lustig. ist abartig, ja. Also da muss ich sagen, da muss ich schon ein bisschen lachen. Oh, na, die Butcher Sisters, wenn es andere Bands interviewen. Also, Ja, dann vielleicht können wir uns einigen, beide auf Menas Moos und die Butcher Sisters, weil die sind sehr, sehr lustig. sagt man schon Butcher, oder? Weil der Tom sagt Butcher? immer Butcher, aber ich Ich weiß eigentlich, also der Metzger ist doch eigentlich, ich habe gedacht, den spricht man Butcher. Aber egal, Ich ihr find wisst Butcher jetzt, jetzt die richtige. da ich beides ausgesprochen habe, ist das Butcher Sisters, wie auch immer. Was war das schlimmste Konzert, auf dem ihr je wart? Ja, Bin ich gut. gespannt, ob sie das gleicht bei uns. Also mir da ganz spontan der Söllner im Zirkus Krone einfallen. Das war wirklich, also mir zirkt sie jetzt der Morgen zusammen, wenn ich das sage. Wirklich. Also, wenn ich Söllner. denke. Warst du da auf dem Konzert? Mhm. Okay. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie ich zu den Karten gekommen bin. Ich glaube, dass ich die von irgendeinem sehr guten Freund zu Weihnachten gekriegt habe. Also, aber der gute Freund hat dann auch mit dürfen. Mit Abstand, ja, bei mir. Wirklich, ich hab noch nie. Hölle. Das ist, also, Das war wirklich. Also das und je zu einmal ein Konzert. boah. Leck mich am Arsch. Kotzwürg. Ja, und das wird immer schlimm. Aber ist egal. Ui, das ist. Was ist das beste Fertigprodukt? Es geht vermutlich um Essen. Ich denke mal, ja. Boah. Hast du aktuell was? Also, für Wahrscheinlich mich ist eines der TK-Pizzen besten. oder Ja, so, oder? also Pizzen sind das einfachste, aber ich liebe die Hackbällchen Toskana von Maggi Knorr, wie auch immer. Achso, Die das ist sind Magifix, ja. Magifix, die sind so geil, die haben ein Gewürz drin, das so, Ja. so stark ist. Also das ist das beste Backelessen. Und ansonsten bist, glaube ich, sehr, sehr gut beraten, auch immer mit. Der
also mit TK-Pizza. Pizza, Oder. ja. Aber da schicke ich dir mal was. Ich habe eine Seite gefunden, die heißt Fix ohne Fix. Geil. Von Feinkost Punks oder so, keine Ahnung. Und Geiler Name irgendwie. die nehmen sich quasi immer vor, die Magifix-Gerichte und ohne Magifix die nachzukochen. Und ich habe einiges, also ein Duvage-Reis von Magifix, den hat meine Mom früher mal gemacht, habe ich saugeil gefunden und schmeckt 1:1, wenn nicht sogar besser, wenn ich ihn so jetzt nachmache. Und bei mir dann auch Magifix, hätte ich nicht so gedacht, Hackbraten. Meine Mom hat da früher was richtig Stranges draus gemacht. Die hat da Kräuterfrischkäse als Kern noch mit rein. Also es war, geil. weil ich keinen Feta gemacht habe. Weil das war quasi, also ich muss sagen, der jedes Mal Scheiß gekriegt und trotzdem mindestens immer weiter war, ja. mindestens 4 Portionen gefressen von Ja. dem Zeug, also wirklich kiloweise weg. Ja, du bist machtlos. Ja, also muss ich sagen, das ist ja bis heute noch, also ich frage meine Mom regelmäßig, ob sie mir zum Hackbraten essen einlädt. Aber weil, kommt gar nichts. Also doch schon. Aber ich wollte nur sagen, es ist lustig, weil oder auch mein Bruder zum Beispiel als Koch und so, es ist ja so viel gutes Essen da irgendwie und trotzdem lasse ich mich von meiner Mom zum Magifix Hackbraten einladen. Aber da spielt dann einfach, ich sage mal, da spielt einfach eine große Rolle. Also das ist halt auch der Vibe. Ja. Und dass ich da macht Scheiße. Ja, das ist auch der Vibe. Wirklich abwarten. Neu vor Istanbul Döner und da jetzt immer Scheiß gekriegt. Damals aber bester Döner. War's wert. Bei der Neu jetzt auch sehr gut ist. Ja, finde ich auch. Also, ich habe jetzt so einmal probiert, aber glaube ich, haben wir zusammen. Wegen Musikvideodreh. Unser Geheimtipp der Woche ist ist der BLN-Döner in München. der war richtig Ich weiß nicht mehr, gut. wie die Straße geheißen hat, ehrlich gesagt. Aber gibt es einmal BLN, also Berlin-Döner, aber BLN abkürzt. Unfassbar gut. Einer der besten Döner, ich glaube, der beste Döner meiner Meinung nach, den ich außerhalb von Berlin gegessen habe. So. Ja, kann gut hinkommen, ja. Was ist das Weiblichste an dir? Meine Unentschlossenheit. Nein, rein optisch jetzt oder was? Na, weiß ich nicht. Ich habe die Frage nicht geschrieben. Einfach, ich war jetzt auf eine Eigenschaft bei mir gegangen. Oder nein, eigentlich ist, weiß nicht. Ich glaube, das Weiblichste an mir ist meine Körperpflegeroutine in Anführungsstrichen. Also ich brauche nicht lange im Bad, aber ich bin jemand, der schon jeden Tag schaut, dass er halt sich seine Haare macht und auch auf dem Festival zum Beispiel stehe in der Früh auf. Man sieht also in meinem Freundeskreis sieht man meinen Besoffenheitsgrad scheinbar daran, wie meine Haare ausschauen. Ja, das ist so lustig. Und umso besoffener ich bin, desto mehr stehen sie halt überall hin. Wüder ist das Ganze. Und ja, das ist eigentlich so das Weiblichste wahrscheinlich an mir. Naja, ich glaube nicht, dass mein oft Duschen sehr weiblich ist. Ja, also, Dass ich jeden Monat meine Periode habe. ja, das hat ich durchgelassen. Also ich blut immer aus dem Arsch. Ich Ja, weiß nicht. Also, gut, aber dann waren wir alle Frauen also, in dem Büro. na Meine. dann, vielleicht meine wunderschönen Wimpern. Oh, ist Genie Wimpern, ja, stimmt. Aber du auch. Danke. Möchte nochmal zu deinen Dance Moves im Musikvideo. Ich weiß nicht, das hat so Dankeschön. perfekt passt. Ich habe es ja auch live gesehen und habe mir gedacht, ja, es ist echt solider Auftritt. Aber jetzt im Video, das ist so smooth, Alter. Dass ich allem- mal schaue, wie man die Tanzschritte anschaut. Vor allem habe ich das gemacht, wenn mir nichts eingefallen Ja, ist. ja, aber das ist echt stark geworden. Ja, ja. Na gut. Hast du das entschieden? Achso, ja, habe ich doch gesagt, meine Deine Periode. monatliche Blutung. Okay. Gut, was steht die Woche an? Also kommende Woche? Achso, weil wenn der Podcast rauskommt, komme ich Oh. gerade von einem Kurztrip aus Köln wieder. Also schön der Konkurrent von deinem Kurztrip quasi. Sehr neidisch. Schön Donnerstag bis Sonntag mit meinem Bruder in Köln. 2 Glas 4 Kölsch sei. Versuch Maximal. so lange wie möglich bitte Beer with me zu machen, weil ich möchte dabei sein. Ich möchte wirklich dabei sein. Wir haben uns schon irgendwie versucht darauf zu einigen, dass wir es langsam angehen lassen, weil wir sonst halt am ersten Tag keine Ahnung, um 3 wieder im Hotel. Wird es aber wahrscheinlich sein und dann vielleicht lasst es am zweiten, aber dann musst du halt weitermachen, gell? Weil das ist ja. Ja, also Ja, Die Erfahrung- lass einfach auf die zukommen. die Erfahrung sagt, dass das scheppert. Ja. Also ich habe schon überlegt, ob ich mir ein neues Handy bestelle. Präventiv, ja. Na, du kannst ja für sowas einfach ein Alternat, also sag ich mal, ein Reisehandy. Wegwerfhandy. Ja. Ja. Na, aber jetzt mittlerweile habe ich das ganze Ding aktiviert, dass ich mein Handy, auch wenn es aus ist, suchen kann und so. Also richtig, Ja. Da macht Google richtig an auf Apple. Okay. Ja, Ja, geil. ja ist schön. Fühle mich ein bisschen sicherer damit.
Dann Nee. schon mal einen wunderschönen Trip dir. Aber Dankeschön, aber es ist natürlich ja keine Aussicht in die kommende Ja, Woche. doch schon irgendwie. Also was aber dann, wir machen es eigentlich immer so, dass wir dann von der jetzigen, aber nächste Woche dann, wenn ihr gerade diesen Podcast hört, dann ist am Freitag oder Samstag? Ich glaube Samstag, aber ich bin mir nicht, Ich bin mir glaube nicht auch, sicher. glaub auch Samstag. Auf jeden Fall spielen wir am Passau, ist fast ausverkauft. Wirklich sehr, sehr, sehr nah. Wir haben jetzt alle 3 Shows fast ausverkauft, die jetzt Voilà. gerade kommen. Also Nice. Kam ist ausverkauft, Das hab ich Ingolstadt mitgekriegt, ist fast ausverkauft, Passau, glaube ich, gibt es noch 10 Tickets oder so. Also richtig, richtig Müsst euch krass. beeilen bei 5 Kaffee. Ja, und dann Abend, sage ich mal, die Abendkasse gibt es halt dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Weil wir selber wisst, das Arbeitslosengeld vor kurzem kennen. Also Stimmt, ja. Hat das gleich aussehen. das kann ich es mal leisten. Und es ist scheinbar Internationaler Frauentag, da werden wir uns natürlich auch was Besonderes einfallen lassen. Nächste Woche. Ah ja. Also Wahrscheinlich. an dem Tag, wo wir. Weiß ich nicht. Also Weiß ich schon, ich möchte es auch nicht verraten. also Ja, ist nur ein Geheimnis. ja. Gut, dann danke für eure Aufmerksamkeit. Merci. Und die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Kid Rap. Danke.